Maus bringen Bier zu Leute. Du Tier. Entschuldigung, ich habe jetzt lang genug gewartet. Erst einmal. Prost, die Herren. Prost am Tisch. Prost. Du wohnst in Hamburg? Ich wohne in Hamburg seit 17 Jahren schon. Aber nur, weil es da Hofbräuhäuser gibt. Jetzt kommt das Bier. Jetzt kommt's Bier. Wow, das ist wie beim Champagner. Los geht's, komm, spür auf. Jetzt machen wir 1, 2, 3 und Herz, 2, 3. Ich bin richtig aufgeregt, weil wir lernen jetzt den Günther und den Barney von der Spider-Murphy-Gang kennen. Legenden. Dieser verträumte Bub da ist mein Spezi Sebastian und der kommt aus Bayern. Und der da ist der Simon Schwarz. Den mag ich sehr, gerade weil er ein Ösi ist. Seit wir zusammen drehen, sind wir Freunde. Und wieder machen wir uns auf eine abenteuerliche Reise durch Bayern und erleben Spannendes. Los geht's. Heute sind wir im Münchner Hofbräuhaus. In München steht ein Hofbräuhaus, doch Freudenhäuser müssen raus, damit in dieser schönen Stadt das Laster keine Chance hat. Dieser wunderschöne Song, da kommt jetzt einiges zusammen. Das ist ja quasi immer bei unserem Intro der Song. Dann fahren wir durch München. Dieser Song ist quasi eine Münchner Hymne. Und wir fahren heute auch ins Hofbräuhaus. Ja, Was da ja am Anfang kurz besungen wird. das wird spannend werden, das Hofbräuhaus. Es ist wahrscheinlich das berühmteste Wirtshaus der Welt. Ich würde fast sagen, ja, weil egal wo man hinkommt, was sagen die Leute über München? Hofbräuhaus, Bayern München und Oktoberfest. 2 Sachen haben mit Bier zu tun. Skandal im Sperrbezirk, Skandal im Sperrbezirk, Skandal, Skandal um Rosi. Aber wir fahren auch noch woanders hin, was du lieben wirst, nämlich in die... Brauerei, wo quasi die flüssige Währung des Hofbräuhauses hergestellt wird. Und als absolutes Schmankerl, und darauf freue ich mich auch sehr, wir werden im Hofbräuhaus die 2 Herren treffen, denen wir diesen wunderschönen Song zu verdanken haben. Und viele schöne Erinnerungen. Absolut. Skandal um Rosi. In München steht ein Hofbräuhaus. 1, 2, so. So, schau. Das ist Bayerns Antwort auf die Sixtinische Kapelle. Ist nicht ganz so wertvoll, aber lustiger als die Aber Sixtinische Kapelle. Man darf auch lauter sein, Karin. Ja, glaube ich auch. Aloysius, hast recht. Ja. Der Beweis, dass München in den Himmel kommen und da spielt die Musik. Ja. Ist schon lang her, dass ich hier war. War Ganz im lang. Sommer das letzte Mal. Ja? Ja. Na, bei mir ist sicher schon 15 Jahre her oder so. Boah, das ist viel angenehmer von der Es ist Lautstärke. sehr viel ruhiger hier. Das Hofbräuhaus hat ja mehr als ein Stockwerk. Hofbräu-Hochhaus So sozusagen. ist es, ja. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt ganz nach oben einmal. Bräustöberl, da gehen wir später hin. Gut. Die letzte Etappe zum Gipfel. Bitte sehr. Dankeschön. So, das ist jetzt endlich mal ein Raum, in dem auch du dich austoben kannst. Das ist jetzt also dieser Saal, den man aus dem Fernsehen kennt. Ich bin echt überrascht, wie groß der ist. Er erinnert mich so ein bisschen an den Sängersaal auf Neuschwanstein. Ja, oder das Original auf der Wartburg. Ja, da war ich noch nie. Angenehm ruhig hier. Ja, und man findet einen Platz. Sehr. Mehrere Plätze. Ja. Wirtschaft! Hallo? Hallo? Ich glaube, wir kriegen hier nichts. Ja, man wird nicht bedient. Das ist der Haken bei der Sache. Geh mal runter. Halt, was machen Sie da? Ehrliche Antwort. Ich hol meinen Maßkrug raus. Was? Deinen? Mein Maßkrug, schau her. Ein Maßkrug, der hat schon ein bisschen Alter drauf. Und Schön. It's a beauty. Ich bin der Sebastian, grüß dich. grüß dich, Rainer. Simon, servus. Und der ist schon alt, oder was? Der ist schon sauber alt, also der ist ungefähr von 1880. Also Oh, das ist besonders selbst da erinnert, besonders so ein Fach zu haben.
Ja, genau, das ist, was ist das? Das ist ein Tresor genau für die Maskrug. Ein Maskrug-Tresor. Das ist nicht schlecht. Wie kriegt man so einen Platz im Tresor? Wenn man nur da ist, wenn man einen Stammtisch pflegt, ja, und dann kriegst du. Du hast also einen eigenen Stammtisch. Wir haben einen eigenen Stammtisch, wenn es wollt, gehen wir raus. Schauen wir uns so. Sehr gut. Ja, sehr gerne. Auf geht's. Okay. Wenn's Hofbräuhaus im Himmel wär, dann wär mir's Leben wurscht. Also hallo, ich bin der Simon, grüß euch. Servus, Sebastian. Das ist der Stammtisch. Das ist der Stammtisch, ja. Grüß euch. Servus, Servus. Was wollt ihr? Gibt es etwas für Nicht-Biertrinker? Natürlich. Apfelschorle. Ja, gerne. Und ich nehme einen Moas, bitte schön. Was? Ja, Moas bitte. Winterzwickel. Ein Winterzwickel. Du bist der Max, bitte, oder? ich bin der Max. Okay. Und du bist Genau. der Gründer. Also ich habe mit der David, der Spezi von mir, der Stammtisch gegründet, vom 3 Jahre her, oder? Und wie oft trefft ihr euch hier? Einmal im Monat. Dresscode ist klar. Glaube ich, brauchen wir nicht drüber reden. Aber wie findet man sich? Das weißt du nicht, wenn du kein Bier trinkst. Wenn man Bier trinkt, brauchst du eigentlich nur hinsetzen. Da hast du ganz schnell Freunde. Wirklich? Ja, und wenn es gutes Bier ist, dann trifft man sich halt immer wieder. Und dann passiert sowas. Ah, super. Entschuldigung, ich habe jetzt lang genug gewartet. Erst einmal. Prost, die Herren. Prost am Tisch. Prost. Prost, Prost. Ist gut? Max, dein Dialekt klingt ein bisschen anders. Du bist aus der Oberpfalz, oder? Ich würde sagen, sehr Süd. Ich hätte jetzt gesagt Süd. Ja, genau. Nee, also ich bin eigentlich ursprünglich Italiener. Also Ja, aber in München Italien. ist die nördlichste Stadt Italiens, das Ja, wissen wir. Das ist eigentlich ja, schon, ja, und genau. selbst seit Luca Toni ist das ja sowieso verbrieft. Aber wie lange bist du schon in München? 2012, 2013. Der Max hat ja seine große Liebe im Hofbräuhaus kennengelernt. Ah, wirklich? Ja, hier. Du hast deine Liebe hier kennengelernt. Ja, genau. Meine Frau hat ja hier 2 Jahre lang in Hofbräuhaus gearbeitet, also als Bedienung. Wenn man hier so rumschaut, die haben alle Glaskrüge. Und früher, wenn du die alten Fotos siehst, die haben ja alle nur Steinkrüge. Wann ist das umgestellt worden? Das war alles damals mit der Olympiade, wo man gesagt hat, man öffnet sie, man ist freundlicher, man ist offener. Und dann haben wir gesagt, ja, wenn jetzt die Gäste aus aller Welt kommen, dann können wir doch nicht denen nichts zeigen, was da drin ist. Die müssen doch sehen, was da drin ist. Und deswegen haben sie dann der Herr gesagt, jetzt gibt's Glaskrieg. Und die Stammgäste haben rebelliert, haben gesagt, wir behalten unsere Starkrieger. Also das Hofbräuhaus weltbekannt und ist natürlich auch sehr touristisch, aber halt auch Tradition, oder? Also so eine gute Mischung zwischen den Echten und den Touristen, oder? Ja, also da muss man genau sagen, wann waren die Nicht-Touristen da? Ja, also was aufgemacht haben, 50, 60, 1850, 60. Ja, da waren schon 1860, da haben sie irgendeinen Club gegründet, den ich Irgendwas mag. ist das so komisch, gell? Also für mich oder für uns ist das so der Weltmittelpunkt, wo du offen bist, aber trotzdem die Tradition herinnen pflegst. Ja? Denen freut es natürlich auch, dass sie einfach die Kultur, was wir da erinnern, miterleben können. Und uns freut es, dass wir die Kultur zeigen können. Vielen Dank. Dankeschön für die Einblicke. Danke für die Einladung. Kommt's gern mal wieder? Ah, die Dame kennen wir ja. Ah, ja. Servus. Hallo. Du hast uns ja schon so sehr nett bedient. Du bist die Petra. Petra. Hallo. Servus, ich bin der Sebastian. Simon, hallo. Petra, seit wann arbeitest du hier? Seit 42 Jahren. Seit 42 Jahren. Du bist doch gerade erst 41. Danke. Bin ja schön Rente. Was, du bist schon in Rente und arbeitest aber noch hier? Ja, und auch in der Woche passt. Aber weil es Spaß macht? Ja. Ich meine, das ist ja hier eines der bekanntesten Wirtshäuser der Welt. Ja, das war alles schon bei uns. Von Prinz Charles mit der Camilla über den Snoop Dogg war da. Ja, Lustig, Snoop wirklich. Dogg. Und der hat lauter so Sicherheitsbeamte da gehabt, die waren dann so. Ja, aber das ist, glaube ich, ganz der ganze extrem. Hip-Hop-Lifestyle. Aber Prinz Charles, auch eine coole Socke. Naja. Gut, dann Aber, Politiker wahrscheinlich ohne Ende, oder? Politiker? Auch, ja. Wie viele Ministerpräsidenten kennst du? 5. Der erste war der Strauß, der Herr Strauß. Franz Josef Strauß. Dann kam der Streibel, Streibel kam, genau, Stoiber, Stoiber, Deckstein. Seehofer. Söder war noch nicht hier. Doch. Dann sind es sind's schon 6. 6 sind es Dann sogar. sind es schon sind schon 6. sechs, Ja, und der Herr Söder hofft sicher, dass du bald noch einen 7. kennenlernst. Ja, das ist richtig. Das wird er wahrscheinlich Das auch. hofft er. Wenn man 42 Jahre hier arbeitet und du siehst
unglaublich sympathisch aus, du hast ein Lächeln und schaust nicht aus wie ein gramgebeugter Mensch. Du machst das gerne, oder? Ja, sehr. Ist das dein Job? Ja, das muss man mögen, das muss man einfach mögen und gerne machen, sonst hat es auch keinen Sinn. Gibt es ja Freundschaften, die man dann schließt? Auch Ja, oder privat? überhaupt private Geschichten hier. Mein Mann habe ich hier kennengelernt. Nein! Ach so? Ja. Das Mein Mann ist Musiker gewesen, hat umgespielt. Aha, das wird Sind wir dich aber schon? extra schön aufgespielt, oder? Über 30 Jahre. Du hast sicher irgendwie auch einen privilegierten Job, weil du tolle Leute kennst, aber es ist doch auch ein sicher voll harter Job, oder körperlich? Ja. Ich meine, so eine Masse ist ja relativ schwer. Ja. Naja, das ist 1 Kilo Flüssigkeit und was wiegt so ein Krug? Einmal mehr ein halbes Kilo, oder? Nein, über ein Kilo. Das ist über ein Kilo. Über ein Kilo. Also dann ist ein gefüllter Krug über 2 Kilo. Ja. Wahnsinn. Richtig. Okay, und wie viel Krüge, also wie viel Maß nimmst du dann? Jetzt nicht mehr so viel, aber früher 12. 12. Ja. Du bist eine zierliche Person. Also es ist eine Technik. Eine Technik? Ja. Also wie man sie nimmt, Wie man oder was? sie Wie man sie nimmt, ja. hinstellt und Ja, so. ja. Können wir es mal ausprobieren? Ja, mach mal. Das sieht wirklich schwer aus. Jetzt hier. Das wird ein Wahnsinn. Das hältst du ja so in den Händen. Ja, das ist das, was ich gesagt habe. Wie knackst du Walnüsse? Du musst es so ineinander reinschieben, sonst bringst du die ja nicht stabil. Dann nimmst du sie hoch. Boah, das schaut wirklich schwer aus, gell? Das sind Pi mal Daumen 17, 18 Kilo. Bist du deppert. Na gut, dann probieren wir das einmal. Ja, dann. Also da so rein, oder was? Ja, ein bisschen weiter nach außen. Wie? So, ja, genau. Und dann mit der anderen Hand die so. Aber die letzte habe ich ja gar nicht richtig dran. Jetzt stell dich so hin. Und jetzt so. So. Ja. Und jetzt gehen. Einmal eine Runde drehen. Ja. Simon, Simon, Simon. Kann man meine Brille hochrücken? So. Ei. Oh, du Tier. Jetzt hängt sich aber schon rein. Jetzt aber hopp. Achtung. Das ist sicher. Boah. Eine Frage. War das Leitbier? Aber das ist wirklich schwierig, das da vorne zu halten. So, schau. Und dann so hoch. Ah, okay. Und so gehst du, ganz einfach. Ja, dann probiere ich es mal, oder? Ja. Der Herausforderer aus der grünen Ecke. Bitte schön. Also, was hast du gesagt? Jetzt machen wir erstmal hier. Genau. So. Und so. Und so. Spitz. It's a heartache. Was bringen wir zu Leute? Und geht schon. Was bringen Bier? So, komm. Ist gut. Ist gut, die warten auf ihr Bier. Ich habe hier ein paar Pilz. Ja, und er gibt alles. Er gibt alles, die letzten Meter. Und gleich hat er es geschafft und da ist er. So, 8 Maß. Wer Zeit? Das ist ja nix. Na? Ich weiß gar nicht, warum man sich so anstellt. Das ist der Hammer. Ich bin total durch. Das ist wirklich Aber anders, du das bist dann in so einer Schicht, tragst schon mal 100 Maß, gell? Ja, das ist schon Also- gewaltig. Ja. Dann gib mir ja 3, 4 Mal. Ja. Nein, aber das ist wirklich Wahnsinn. Aber es ist ein Groß. Training. Ist ein Training. Ja, es ist ein War super nie im Training. Fitness. Ja, ich würde dann irgendwann in der Schicht anfangen, die Krüge leer zu trinken, damit es leichter ist. Ja, das haben wir halbwegs bestellt. Wobei das ist, dann wird es wieder schwerer, sie zu handeln. Also es Nein, ist nein, ein das schwieriger ist gut. Job, sehen wir schon. Nein, super. Nein, ist der aber beste wirklich. Job überhaupt. Wirklich. Ja, das glaube ich. Und für dich muss es der Beste sein, weil Ja, du ist- schaust sehr glücklich aus und du strahlst. Aber jetzt gehen wir erstmal in die Reha. Ja, genau. Ja. In die Reha sind wir natürlich nicht gegangen. Wir haben uns mit den Wirtsleuten vom Hofbräuhaus getroffen. Schön, dass wir da sein dürfen. Herzlich willkommen. Ja, Dankeschön. Wir haben uns auf das Du geeinigt. Genau. Barbara Wolfgang, Simone Sebastian. Simone wäre italienisch. DNA-mäßig bin ich 21% Italiener, deswegen sagt das Simone. Wir verstehen. Meine erste Frage, weil ich das schlichtweg nicht weiß. Erbt man das Hofbräuhaus oder bewirbt man sich? Man muss sich bewerben. Wie ist es? Warum? Gar nicht einfach, gar nicht einfach. Aber dann habt ihr davor schon irgendein Wirtshaus geleitet. Also ihr hattet... Nein, meine Eltern haben das Hofbräuhaus vorher schon gehabt. Ach so. Ah, das schon. Ja, Okay. aber das ist kein Erbhof, das geht nicht Ja, einfach eben, so. das kann man nicht einfach so nein, dann nein, weitergeben. Nein, nein. Da Das- muss man, Wer man muss- entscheidet das?
Der Staat. Also Aber, der Staat genau hat einen halbstaatlichen Betrieb gegründet, die Brauerei, Hofbräu München, und die vergibt die Pacht für dieses Objekt. Und dein Vater hat es schon geleitet? Genau. Meine Eltern haben das Hofbräuhaus 1980 übernommen. Und ich bin da aufgewachsen eigentlich. Wir sind ja 35 Jahre schon beieinander. Wir kennen uns ja wirklich schon lang. Und eines Tages sitzt er daheim und hat ein HB, Bierflaschen da stehen. Und dann sagt er zu mir, du, ich glaube, ich bin das einzige Kind, wo auf der Bierflasche das Kinderzimmer drauf ist. Das ist ja der Erker, der bekannte Erker. Ja. Und da drüber ist so ein Spitz, da ist mein Büro. Und das war früher mein Kinderzimmer. Das ist lustig, wirklich. Ja, wirklich. When I think of all the good times that I've wasted, having good times. Wenn man Wirt vom Hofbräuhaus wird, das ist das ein bisschen wie wenn du bist jetzt Sportdirektor bei FC Bayern München. Also es ist das bekannteste Wirtshaus der Welt. Wenn es dann das Jahr kommt, muss man schon mal durchatmen und sagen, ja, ist so. Bock it is. Und vor allem ist es ja eine verantwortungsvolle Aufgabe. Wir repräsentieren ja etwas, nämlich bayerische Bierkultur, Bayern. München, zu uns kommen ganz viele Menschen aus der ganzen Welt und wir sollten das schon einigermaßen authentisch repräsentieren können. Das Wichtigste ist, was da herin passiert, ist, dass da die Menschen zusammenkommen. Das ist, egal woher, egal wie arm, reich, dick, dünn, egal, da kommen wir alle zusammen. Deswegen gibt es bei uns die großen Tische. In der Schwemme unten, da kann man keine Tische reservieren, gell? Das macht ja gerade den Charme aus. Wenn man zum Beispiel jetzt in einer Großstadt auf der ganzen Welt geht, als Paar, dann sitzt man zu zweit allein an einem Tisch und lernt keine anderen Leute kennen. Ja. Und das ist gerade das Charmante am Hofbräuhaus. Leute kommen zusammen und ratschen miteinander. Aber wir haben ja wirklich jeden Tag bayerische Musik. Wir erlauben Kartenspielen, wir erlauben alles, was zu einem Wirtshaus dazugehört. Genau. Und das macht das Gesamtbild aus. Eine schöne Prügelei. Ja. Ja. Nein, eher nicht. Das ist ja auch ein Franchise, oder? Ja. Also ich wohne in Hamburg und ich kenne in Hamburg 2 Hofbräuhäuser, die natürlich an dieses nicht herankommen. Ja. Aber du wohnst in Hamburg? Ich wohne in Hamburg seit 17 Jahren schon. Echt? Aber nur, weil es da Hofbräuhäuser gibt. Und meine Frau, weil es die auch gibt. Ich glaube, die waren der Grund. Aber ihr habt nicht wirklich unmittelbar was damit zu tun? Nein. Wir fragen uns hin und wieder was. Also, jetzt mal ganz blöd gesagt, seid ihr ja dann eher auch ein Franchise-Nehmer. Oh, da die Blicke. Nichts Negatives da gesehen, nur ein Franchise-Nehmer muss sich genau nach dem richten, was die machen. Und wir entwickeln das eher. Also wir sind eher Nein, ihr seid die Vorlage für die anderen. Wir sind aber trotzdem, original, ja. Also und das Hofbräuhaus an sich, jetzt müssen wir die Geschichte ein bisschen erzählen. Ja. 1589 war der Hofstaat sehr durstig. Die haben so ungefähr 8 bis 10 Maß Bier getrunken, jeden Tag. Und Herzog Wilhelm V., der hat es bezogen und dann hat er gesagt, also wenn die alle so viel saufen, dann rendiert es ja fast schon, wenn ihr eine eigene Brauerei baut. Und im alten Hof haben sie dann das erste Hofbräuhaus gebaut. Seit wie vielen Jahren macht ihr das? Wir machen es seit 2004. Also da habe ich es noch mit meinem Bruder gemacht und jetzt ist meine Frau dabei. Was hast du davor gemacht? Das ist interessant, ich habe in der Maximilianstraße in Vierauszeit Hotelfachfrau damals gelernt. Ah, okay. Und so haben wir uns kennengelernt in der Maximilianstraße, beim Kaffeetrinken, in der Pause. Ah, okay, verstehe. Und dann war ich in der Industrie. Und dann habt ihr trotzdem... Mein Mann war viel, am Wochenende immer gearbeitet. Ich in der Woche gearbeitet, viel. Und trotzdem haben wir 3 Kinder gekriegt. Ja. So let the good time roll. I said let the good time roll. Vielen Dank für das sehr, sehr spannende Gespräch. Ja, super. Gern. Wir sagen danke. Sucht uns mal, wenn ihr wieder da seid. Genau. Sehr gerne. Simon, was ist heute? Montag, der erste Monat. Und was ist da? Musikantenstammtisch. Der Musikantenstammtisch. Franziska heißt sie, die wir suchen. Aber das ist die Dame. Franziska? Franziska? Hey, ja, servus. Hallo, servus. Servus. Servus, schön, dass ihr da seid. Hallo, ja, schön, dass wir da sein dürfen. Ja, wir sind gerade am Aufbauen und Proben, weil heute findet der Musikantentreff im Hofbräu statt. Franziska, du hast den Stammtisch gegründet, oder?
Genau, zusammen mit den Wirten. Wir treffen uns jeden ersten Montag im Monat und alle Musikanten sind herzlich eingeladen zum Mitspielen. Was heißt das genau, alle Musikanten? Du kannst also, wenn du Musiker bist, egal wo du herkommst, also du kannst genau, Profis und Laien. Und Amateuren, ja. Genau, Amateure, ja. Amateure. Und das Besondere ist, dass sich eben auch Profis wie die Münchner Philharmoniker, Musiker, aber auch tatsächlich einfach Hobbymusikanten zusammenhocken und an einem Tisch jammen. Du bist Harfenistin? Ich bin die Harfenistin, ja. Und du bist Profi-Harfenistin in dem Fall? Ich spiele ein bisschen Harfe. Ah, du spielst ein bisschen. Kann man überhaupt ein bisschen Harfe spielen? Quereinsteigerin sozusagen. Ach so, okay. Aber ich bin immer gern dabei. Meine Leidenschaft ist es, Menschen über die Musik zusammenzubringen. Ja. Und das gibt mir halt wahnsinnig viel. Es gibt kein Programm. Also es ist jetzt nicht so, dass du quasi am ersten Dienstag des Monats eine E-Mail an alle schreibst und sagst, das bitte fürs nächste Mal vorbereiten oder so in die Richtung geht, sondern man trifft sich, ich sage jetzt mal nackert, keiner weiß, was kommt, jeder hat vielleicht seine Ideen dabei, sein Instrument und dann schaut mal, was kommt, was geht. So machen wir das. Einer gibt halt ein Lied vor und dann zum Beispiel in A-Dur und dann fangen alle an. Und jetzt sind gerade alle gekommen, setzen sich zusammen und wann geht's dann los? Ja, schon jetzt eigentlich. Wird jetzt dann gleich losgehen. Wir halten es also ein das war jetzt der Winkel der chinesischen Mauer, wir halten den Laden auf. Wir halten den Laden auf, ja. Da sind wir gut drin. Ja, toll, dass ihr da seid. Dann lassen die Spiele beginnen. Ja. Herzlich gerne. Also. Als nächstes machen wir das Reh-Ragout in S-Dur. Sushi, veganes Sushi, ja, veganes Sushi. Wir fahren Richtung Osten. Also in den Osten der Stadt. Nach Riem, in die Hofbräu-Brauerei, wo das Wichtigste am Hofbräuhaus hergestellt wird, das Bier. Ich freue mich drauf. Und ich hoffe, du erlebst den Schluss noch nüchtern. Aber wie redest du über mich? Aber deswegen fahre ja auch ich. Ja, das ist, finde ich, jetzt ganz schön despektierlich. Ich hoffe auch, dass ich das noch nüchtern erlebe. Sonst erzähle ich es dir morgen. Du sag mal, Simon, wie war es denn eigentlich gestern in der Brauerei? Lieber Sebastian, ja. Ich schenke dir einen Jahresvorrat Bier. Das ist sehr lieb von dir. Ja. Das stelle ich mir einfach in den Garten. Ah, schau her. Da ist unser Geburtsjahr verewigt. 1971, ja. 1898. Warum trägst du eigentlich diese wunderschöne gelbe Weste? Damit ich am Gelände nicht als Flasche erkannt werde. Sehr gut. Gut, marschieren wir los. Gehen wir weiter. Jetzt treffen wir den Sebastian und die Sophie. Ah, schau, lass uns hier über den Zebrastreifen gehen. Ins Tonstudio. Genau, das ist die Abbey Road hier. So ist es. Ah, schau, da steht schon wer. Servus. Hi. Simon. Ja, servus. Sebastian, servus. Simon, servus. Servus, grüß dich, Sebastian. Hi. Ich auch, Sebastian. Du auch, Sebastian. Ja. Servus, sehr gut. Das ist schon mal einfach. Was ist das hier? Wir machen gerade eine Verkostung, weil das Bier ist jetzt am Ende vom Brauprozess. Und bevor wir es aber filtrieren,
verkosten wir es jetzt einmal. Ach stimmt, das ist noch trüb. Ja? Das ist noch Ja, das ist noch so trüb, ja. Du wolltest ja mal probieren. Ich dachte schon, du fragst nie, aber gerne. Sehr gerne. Ich koste nur. Na, ich sauf mir jetzt einen an. Das ist immer gut im Interview. Okay, aber was kontrollieren wir jetzt hier genau? Zuerst einmal, ist der Schaum schön, ist die Farbe schön? Ja. Dann riechen wir erstmal rein. Ich riech Bier, aber ich rieche auch so was ganz Frisches, so Zitrusaroma, fast so, würde ich sagen. Ja, in die sehr Richtung. gut. Das kommt vom Hopfen. Wieso weißt du das so genau? Also, Ich bin Biersommelier. Und studierte Braumeisterin ist sie aber auch noch. Also, Das kommt auch dazu. was Genau. ist da so dein Aufgabenbereich? Ich mache nicht nur die sensorische Kontrolle vom Bier, sondern auch die chemisch-technische. Also erfüllen wir unsere Parameter. Einerseits die steuerlichen Parameter, da müssen wir Grenzwerte einhalten. Andererseits aber auch unsere internen Standards. Wie hoch soll der Alkohol sein, wie hoch soll die Stammwürze sein. Das schaut immer alles im Labor an. Aha, okay, das Ich ist habe auch alles. eine Frage. Darf ich mal trinken? Klar, klar. Entschuldigung, das war zwischen. Und was schmeckt sie? Naja, zunächst einmal schmecke ich Bier und merke, das ist nicht Es hat Noten von Bier, oder? Es hat Noten von Bier und dass es eindeutig nicht meins ist. Mir ist es zu bitter. Schon Das einmal, wollte ich jetzt per gerade se. sagen, dass es, finde ich, eine gute Bittere hat. Ja? Ja, genau. Sebastian, möchtest du wissen, wie das Bier in die Flasche kommt? Oh ja, das wäre der Oberhammer. Wie es aus der Flasche kommt, weiß ich. Gibt es da eine Möglichkeit? Ja, also wir füllen heute Holzfässer ab. Ja. Das können wir gemeinsam machen, wenn ihr Lust habt. So, da haben wir jetzt hier unsere Holzfassel. Sieht so aus, als wäre das ein Bierfass. Da ist jetzt Wasser drin. Wasser deswegen, weil bei den Holzfasseln ist sehr wichtig, dass die immer nass und feucht sind. Weil wenn sie austrocknen, zirkt das Holz zusammen und sie werden undicht. Das Wasser muss jetzt raus. 2 arbeiten, 2 passen auf. 2 passen auf, nein, 2 machen das Management dafür. Und wir 2 gründen Betriebsrat. Wunderbar. Wir wollen ja uns nicht schinden, das heißt schmauberten. Wir rollen, statt zu heben. Das ist jetzt unser Anschluss vom Tank. Ja. Wir müssen das Gebinde erstmal mit CO2 vorspülen, weil Sauerstoff ist der Todfeind vom Bier. Ja, du willst ja in dem Bier, in dem du Fass willst nicht keinen natürlich- Schaum haben, sondern möglichst viel Flüssigkeit. Ah, und das verhindert jetzt komplett die Schaumbildung. Das verhindert die Schaumbildung. Jetzt drückt die gesamte Luft raus, die kommt jetzt hier raus. Genau. Und jetzt? machen Jetzt kommt das Bier. wir- Jetzt kommt das Bier. Das machen wir jetzt da auf. Und wir warten jetzt so lange, bis hier Bier rauskommt. Dann ist es voll. Jetzt voll. Wow, das ist wie beim Champagner. Überschäumen soll es natürlich schon. Vielleicht nicht ganz so stark. Und dann wird einmal gedreht. Blöde Frage. Also Holzfässer werden immer so abgefüllt. Nein, das ist jetzt nur die Handabfüllung. Ah, es gibt schon eine maschinelle Abfüllung Genau, auch. die gibt's Ah, auch. okay, gut. Ja, danke, Sophie. Gern. Das war sehr spannend. Vielen lieben Dank, sehr praxisnahes Erlebnis. Und Ja, jetzt was? zeige ich euch den Rest der Brauerei. Ja, super. Das ist das Sudhaus. In der Mühle wird das Gerstenmalz gequetscht und dann geht's rüber in die Maischbottiche. Nach dem Maischen, der nächste Schritt wäre dann das Läutern. Da trennen wir dann die festen Bestandteile von der Maische und dann geht's rüber in die Würzepfanne. Hier wird dann der Hopfen zugegeben. Und hier kommt dann die heiße Würze raus und läuft über den Würzekühler. Hier haben wir unsere Hefe-Reinzuchtanlage. Wenn die Hefe an die Würze kommt, dann können wir endlich vom Bier sprechen. Um uns herum in den Tanks haben wir eine Kapazität von 6,2 Millionen Litern Bier. Insgesamt dauert dann vom Sudhaus bis raus ein Bier 4 bis 6 Wochen bei uns. Das ist die Filtration. Da ist hier der Puffertank, da kommt das Bier raus und geht von dort dann rüber in die Drucktanks und ist bereit zum Verkauf. Ab da kennst du dich dann wieder aus. Ja. Sebastian, vielen Dank für diese wahnsinnig interessante Führung. Ja, ich wollte spannend sagen, es war aber beides, interessant und spannend. Ja, und wir müssen jetzt nur ins Hofbräuhaus. Vielen Dank. Viel Spaß. War super interessant. Simon, schön, dass ihr da wart. Servus. Sebastian, Bis bald einmal. habt eine gute Zeit im Hofbräuhaus. Trinkt ein, 2 Massal mit für mich. Alles klar. Ciao. Fit euch. Das Leben ist wieder da. Schippern.
Wenn das Tanzen nur ansatzweise so anstrengend ist wie die Treppen hochgehen, dann wird's schlimm. Ja, genau. Nein, wir gehen jetzt tanzen und zwar mit Claudia und Katharina. Katharina und Claudia, genau. Wir sind hier richtig. Ja, das ist einfach. Servus. Servus, hallo. Hallo. Simon. Servus, Claudia. Servus, Claudia. Katharina, grüß Simon, dich. grüß dich. Sebastian, grüß dich, servus. Und du bist? Martin, grüß euch. Servus. Ich glaube, wir sind hier richtig beim Tanzunterricht. Total richtig, genau richtig. Was macht ihr da genau, Katharina, und warum überhaupt? Was wir hier machen, ist eigentlich, dass wir versuchen, in die urbane Kultur, so ein bisschen in die Stadt halt, die Tänze wieder reinzubringen, dass die Menschen Lust haben, das zu tanzen und sich wieder mit ihrer eigenen Volkskultur halt verbinden. Aber im Normalfall wahrscheinlich nicht zu dritt jetzt hier, oder? Na, also da können schon auch mal hier so 250, sagen wir mal, tanzen. Wie oft gibt es die Veranstaltung? Mehrmals im Jahr, also 3-mal vor dem großen Kochalball, das ist der Riesenball am Chinesischen Turm, und 3-mal vor dem Katrentanz. Kochalball kenne ich, aber Katrentanz? Ja, Katrentanz ist dieser große, große Tanz mit 600 bis 800 Menschen, hier auch im großen Saal. Und dann tanzen alle gemeinsam mit und lernen das halt vorher hier. Das ist halt das Coole. Jetzt 3-mal klatschen auf die Schenkel. Also du kannst einfach kommen mit 0 Erfahrung und kriegst dann auch mit Live-Musik so eine Einweisung. Und dann zack geht's zum großen Katrentanz. Und das geht ja wahrscheinlich auch mit 3 Maß Bier, oder? Angenehmer ist es Auge in Auge, also wenn da nicht die Augendeckel schon halber zu sind. Ja, aber ich kenne viele Leute, die nach 3 Maß Bier besonders gerne in die Augen schauen. Und besonders gerne tanzen dann plötzlich. Ja, stimmt. Also ich habe mir gedacht, wir fangen einfach mit dem Bayerischen an, Bayerisch Polka. Das ist So heißt der Tanz. Ja, weil das ist so der typisch bayerische Rhythmus, der da dahinter liegt. Als erstes geht's einfach mal mit der Grundtanzhaltung los. Rechte Hand auf mein Schulterblatt, So. also das ist wohlgemerkt das Schulterblatt, das ist ein bisschen tiefer, genau. Hier, so. so. Und hier Ja, halt so ein bisschen halten, ganz liebevoll, liebevoll. Und ich Entschuldige, leg drauf, war ich wo es zu halt fest? grad... Nein, das war... also, genau richtig. ja. Mit dem starten wir los. Da mal aufheben, genau. Und jetzt ist so. machen wir 1, 2, 3 und her, 2, 3. Wunderbar, perfekt. Also der erste Teil steht schon. Okay, super. Das war schon machbar, oder? Bis dahin. Genau. Vielen Dank, das Na? war total interessant. Jetzt geht's aber noch Ach, es geht weiter. noch weiter, Es okay. geht noch weiter. Machen wir jetzt einfach mal so Wiegeschritte, nur hin, her, hin, her. Und jetzt drehen wir aber diese Wiegeschritte. Wir machen nämlich 1, 2, 3, 4. In 4 muss man quasi einmal rum. 1, 2, 3, 4. Ja, das hat schon perfekt geklappt. Und jetzt verbinden wir das Ganze. Okay. Also ersten und zweiten Teil. Dann machen wir gleich mit Martin, oder? Ja, wechsel hin. Und 1, 2, 3, 4. Und wechsel zurück. 1, 2, 3. Okay, stopp, so. Wow. Ich sag ja, Es war nicht heute. Das ist besser. Mit so einer schönen Erkältung Das ist ist das besser. super. Vorher keine Mastbier. Ja, absolut, absolut. Jetzt verstehst du, Nicht warum ich machen. so gezögert habe mit dem Bier. Volkstanz ohne Bier. Also mit dem Starterpaket kommt man relativ gut durch eigentlich. genau. Was gibt's für Bonusmaterial? Das machen wir jetzt gleich. Bonusmaterial. Ja, dafür müssen wir uns wieder anschneiden. Los geht's, komm, spiel auf. Und Wechselschritt und Wechselschritt. Und 1, 2, 3, 4. Und auseinander. Wieder zusammen. 1, 2, 3, 4. Und auseinander. Und wieder zusammen. 1, 2, 3, 4. Nur einmal, weil so schön gegangen ist. Ja! Vielen Dank. Top. Es ist schon trotz alledem anstrengend, Top. Muss man einfach sagen. Naja, aber ihr habt es auch wirklich total toll gemacht. Wie verabschiedet man sich da? Gibt es irgendwie eine spezielle, muss man irgendwie was Spezielles sagen, wenn man geht oder was? Muss man einen Knicks machen? Na, überhaupt So, nicht. danke, Also ich meine, oder es ist halt so ein bisschen Augenkontakt. So, schön war's, danke dir, danke dir. Also man muss ja nicht oder so, Nein, aber schön war's, ja, danke dir. Schön war's, danke dir. Martin, schön war's, danke dir. Gerne. Ja, dann wünschen wir euch eine schöne nächste Tanzveranstaltung. Schön, dass ihr dabei wart. Ja, Simon, dann gehen wir weiter. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Simon, jetzt wird's gleich ganz großartig. Jetzt kommt der größte Moment ever in Grenzgänger für uns. Ja, ich bin richtig aufgeregt, weil wir lernen jetzt den Günther und den Barney von der Spider-Murphy-Gang kennen. Legenden. Ich stelle mich zuerst vor, euch kennt jeder. Ich bin der Simon. Ich bin der Sebastian. Ich bin der Günther. Ich bin der Barney. In München steht ein Hofbräuhaus, doch Freudenhäuser müssen raus, damit in dieser schönen Stadt das Laster keine Chance hat. Ich habe das erste Mal in meinem Leben vom Hofbräuhaus gehört durch euer Lied. Respekt. Weit weg von München aufgewachsen und deswegen war für mich dann irgendwie München irgendwann einmal Hofbräuhaus. Ja. Aber das war ja vor unserem Song schon weltberühmt, das Hofbräuhaus. Also aber nicht bei mir in Wien. Aber mehr in Amerika. In Wien nicht so, aber in Amerika schon. Und draußen vor der Großstadt, den Lutten sich die Füße platt. Skandal, im Sperrbezirk Skandal, im Sperrbezirk Skandal, Skandal um Rosi. Was ist ein Sperrbezirk? Das wurde vor der Olympiade damals eingeführt. Die Stadtoberen haben gesagt, wir müssen die Stadt sauber präsentieren. Und da waren ja noch die Etablissements in der Schillerstraße, Goethestraße und so am Hauptbahnhof hauptsächlich und haben gesagt, das müssen wir säubern. Und dann wurde die Sperrbezirksverordnung hat's dann gegeben und die hat den Damen praktisch untersagt, ihr Gewerbe im Sperrbezirk auszuüben. Ich war damals Bankkaufmann in der Volksbank Zweigstelle am Sendlinger Tor. Und dann bin ich dann in die Schillerstraße vorgelaufen, nach Geschäftsschluss, und da haben die demonstriert. Haben Transparente raus, wir lassen uns nicht vertreiben und so. Und immer wieder war es in der Zeit, ich habe das verfolgt. Und später habe ich mich halt daran erinnert. Ne? Meine Tochter, 12 Jahre alt, stand vorher mal im Bad, da hat sie gleich irgendwie die Haare gekämmt und so. Und ich höre sie Skandal um Rosi singen. Wow. Und das hat sie nicht von mir. Also es ist wirklich ein Generationenhit. Wir sitzen jetzt hier im Hofbräuhaus. Habt ihr da mal gespielt hier? Wir haben einmal mit dem BR haben wir eine Sendung gemacht, Zusammenrocken. Das waren mit anderen Gruppen und Künstler waren da dabei. Es war eine schöne Sache eigentlich. Lass mir meine Ruhe. Lass mir meine Ruhe. Ihr seid ja auch aber eine Zeit lang unter Neue Deutsche Welle gelaufen, was ihr ja eigentlich überhaupt nicht wart vom Stil her. Das war eine Rock'n'Roll-Band. Ja, was eigentlich unser Glück war. Aber wahrscheinlich gut, oder? Weil das war nicht deutschsprachig, aber das war ein richtiger Hype damals mit der NTV. Genau, so ist es. Ja. Wir waren mittendrin. Und ich weiß noch, BR3, die Charts am Freitag, immer mit der Kassette mitgeschnitten. Ja. Ich hab dann, was weiß ich, Schickeria habe ich jetzt. Da war dann zwar mittendrin, wurde vor dem Geisterfahrer gewarnt, genau. Das hast du nicht mit aufgenommen. Aber trotzdem, ich hatte es. Ja, in Schwabing gibt's eine Kneipe, die muss ganz was Besonderes sein. Da lassen solche Leiber die und mir ist gar nicht nein. Schickeria. 77 haben wir ja dann Speiders gegründet. Ja. Da warst du schon noch in der Bank eigentlich noch gearbeitet und am Wochenende? Nein, 71 habe ich aufgehört. 71 hast du schon aufgehört? Ja, 71 habe ich aufgehört in der Bank. Für uns auch ein entscheidendes Jahr. Ja. 71 ist für uns ein entscheidendes Jahr. Da wurden wir geboren. Sind wir geboren. Wer wird denn morgen ein Baby, ein Blüt? Mit so schöne blaue Augen wie du, mit so schöne blaue Augen wie du. Um ein bisschen in die Gegenwart zu kommen, ihr habt es immer weitergespielt, oder? Ihr seid immer aufgetreten, oder? Wir haben nie aufgehört, ja. Ende der 80er, Anfang der 90er haben wir dann so Angebote gekriegt, in Bierzelte spielen. Und das war natürlich, haben wir schon eine Diskussion gehabt, sollen wir das machen und so, in Bierzelt spielen und so. Und haben wir gesagt, ja, wenn das Publikum ist. Und dann haben wir dann Bierzelte gespielt und dann waren da 3000 Leute. Ja, und viele sagen, wenn wir heute irgendwo spielen, sagen, ihr wart damals mein erstes Konzert. Dann haben wir immer weiter gespielt und dann plötzlich hat es geheißen, ja, die Kultband aus Bayern. Also ihr habt einen super Erfolg gehabt.
Dann habt ihr Strecke überbrücken müssen und dann wart ihr irgendwann. Ja, dann wart ihr irgendwann selig gesprochen und das war gut. Da hatte man dann schon ein bisschen Mitleid. Nein. Ja, genau. Wenn du sagst, die sind schon so alt und die spielen immer noch. Und das tut es ja immer noch. Also und jetzt die spielt ja immer noch. Aber jetzt haben wir Legende. Ah, jetzt ist Legende. Nach Kult ist man dann Kult ist Legende. Was kommt nach Legende? Ich sag immer, dann bist du tot. Also das höchste Level erreicht. Das ist doch super, oder? Kommt nichts mehr. Ja. Sag mal, wie ist es, wenn ein Song von der bekanntesten und von der erfolgreichsten Metalband gecovert wird? Metallica. Das Witzige war, mein Sohn ruft mich an, der war im Konzert, und der ruft mich an und sagt, Papa, die spielen deinen Song. Nein, spielt die Metallica an Skandal im Sperrbezirk. Das Jahr drauf waren sie im Olympiastadion und da haben sie dann Schickeria gespielt. Ja, tatsächlich. Jeder zieht sie aus, fliegt an, weil er sonst nicht landen kann in der Schickeria. Schickeria. Ich könnte jetzt hier noch stundenlang sitzen und schwelgen. Ja, zuhören. Einfach. Zuhören, ja, das ist fantastisch. Aber ich sage einfach danke für die schönen Stunden. Danke für die vielen schönen Stunden und für die letzte Stunde. Ja. Das war eine Riesenehre. Ich bin müde. Warum bin ich müde? Weil es spät abends ist und hier ist Feierabend. Genau. Es ist leer in der Schwemme. Es ist ruhig in der Schwemme. Was angenehm ist. Es ist sehr angenehm. Also es ist weil ich wirklich finde diesen Lärmpegel hier tatsächlich gewaltig. Ja, aber den kann man sich schön trinken, habe ich gehört. Ja, den kann man. Wen haben wir alles getroffen? Die Chefs, die Wirtsleute. Ich glaube, das ist sehr viel Arbeit, hier diesen Laden am Laufen zu halten. Das glaube ich auch, aber genauso viel Arbeit ist das, was Petra macht, finde ich. Ja, das ist auch Wahnsinn. Das ist diese entzückende, zierliche Dame, so einfach so 8 Maß locker rumstemmt. Also Technik. Tanzen waren wir? Tanzen waren wir auch. Auf jedem bayerischen Volksfest dürfen wir uns jetzt, vielleicht auch nicht. Ich würde sagen, das vielleicht auch nicht, hätte ich sowieso gesagt. Es ist ganz gut, dass du sagst, bevor du irgendwelche komischen Sachen aussprichst. Ja, genau. Wir waren bei diversen Stammtischen, also bei 2. Bei einem diversen Stammtisch? Nein, waren wir nicht. Also, wir waren erst diversen. bei einem Musikantenstammtisch, bei der Franziska und dann mit dem Rainer und Max beim reinen Trinkerstammtisch. Ein Jugendtraum wurde wahr. Wir haben die Spider-Murphy kennengelernt. So ist es, genau. Wir waren ja auch noch in der Brauerei. Gibt es ja die Sendung mit der Maus. Und so geht es mir immer, wenn ich dann in solchen Einrichtungen bin. Ich bin da sehr neugierig und sehr fasziniert. Da geht es mir ja generell bei allen so, bei all diesen Dingen so. Ja, es war wunderbar. Beehren Sie uns bald wieder, wenn wir in irgendein anderes Wirtshaus gehen. Genau. Und schauen Sie hin, wenn der Elefant und die Maus wieder unterwegs sind. Ich bin die Maus. Ah, er ist die Maus und ich der Elefant.